aufgepasst. Lass dich nicht erschrecken, ne? Wo muss ich hinschauen? Geradeaus. Oh nee. Nice, baby! Letzte Woche war ich mit Adi Totoro in Wien und dort haben wir Hannah geprankt. Die Hochzeitsstory nimmt endlich ein Ende. Yalla, wir gehen rein in die Reaction. Nice, baby! Ich habe Hannah in Österreich überrascht. Sehr, sehr geiles Intro schon mal. Und geheiratet, I guess. Diese Geschichte hätte den Namen vom Länderkrieg zu Sex. Ne, vom Länderkrieg zur Zwangsverheiratung. Ne, das geht auch nicht. Vom Länderkrieg zum Altar. Die Geschichte. Das erste Mal habe ich Hannah beim Prank vom SRF gegen mich gesehen. Nie hätte ich ihren Kanal freiwillig entdeckt. Und dort hat sie mich beleidigt. Wir haben schon einmal einen Adi gehabt, mit einem Schnauzer, dessen Lieblingsthema Österreich war. Somit habe ich nicht nur sie beleidigt, sondern ihr ganzes Land. Das ist wunderschön und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Hannah hat dann einen Song gegen die Schweiz gemacht und das Ganze ist eskaliert. Später haben wir uns in Berlin getroffen und abgespritzt. Ich bin ein bisschen nass geworden. Und weil Ich glaube, das war nicht das Einzige, das dort abgespritzt wurde. Lass mal sein. es in den Videos immer um uns ging, waren wir nach Sascha und Honeypoo der größte Chip im weltweiten Internet. Ja, das war so. Wir wurden wie riesige Container Ey, aber Chip, wer sagt Chip? Er war der größte Chip, das... Ey. auf einem Frachter geschippt. Und schließlich sagte Hannah live im deutschen Radio, dass sie mich heiraten will. Warum will er, dass du den ersten Schritt machst? Ich weiß es nicht, damit es fair bleibt vielleicht. Wie heißt denn dein Freund? Adi. Adi? Und zack, waren wir verlobt. Oder so. Hannah hat mich dann noch im Brautkleid überrascht, ich nicht, aber dafür in einem Anzug. Ja, und so kam ich auf die Idee, Hannah in Österreich zu überraschen. Morgen fahren wir nach Österreich und ich habe gerade eine Insta-Story gepostet mit dieser To-Do. Ja, und hier komme ich dann ins Spiel. Adi, Montagmorgen oder so war's, hat er mir einfach so geschrieben bei WhatsApp, yo, gehen wir nach Wien. Und ich so, ja, können wir machen, aber wann? Ja, morgen. Und ich, okay, ja, aber ich musste meine Freundin fragen. Und sie hat zugestimmt, hat aber gesagt, 3 Wochen kein Sex. Hat sie nicht gesagt, ist nur ein Spaß. Liste. Diese Buchstaben bedeuten etwas. Das hier unten ist die Geheimschrift und basically heißt es einfach Hannah, ich komme. Das heißt, wenn Hannah nicht so dumm wäre, dann wüsste sie schon längstens, dass Einfach kurz ein Easter Egg eingebaut. Mit Hannah, ich komme. Bisschen weird, aber passt schon. ich nach Wien komme. Aber hat sie nicht gesehen. Und somit habe ich letzten Montag Hannahs Kollegen Mike Wallace geschrieben. Habt ihr am Mittwoch etwas vor? Ich würde gerne Hannah... Also Mike Wallace, man sagt nicht Mike Wallace, sondern es ist Mike Wallabilla. überraschen. Alter, das ist so funny, dass du die Idee hast. What the fuck, was ist das Universum? Wir halt gemeinsam so, das wäre so funny, wenn sie dich im Brautkleid und überrascht in der Schweiz. Oha, Und dann meinte sie so, wusste nein, ich das gar ist nicht. too much, weil das kann man nicht bringen. Und dann meinte sie so spaßmäßig so, aber vielleicht überrascht mich ja der Adi Totoro. Und jetzt schreibst du es einfach von dir selbst. What the fuck? Spontan musste ich in nur einem Tag nach Wien kommen. Deshalb habe ich mir einen Tesla gekauft. Der gehört aber nicht dir. Das Ding ist, ich muss in einem Tag in Wien sein und ich habe kein Auto. Und darum wollte ich fragen, ob du vielleicht das Auto könntest auslehnen. Spontan. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass ich eine Kooperation habe. Aber vielen Dank an die Jungs von Rego.ch aus Basel, dass die mir... Ja, absolute Ehrenbrüder. Rego.ch, absolute Ehrenbrüder. Wir konnten wirklich mit diesem Tesla nach Wien heizen und wir haben uns unsterblich nicht in Hannah verliebt, sondern in den Tesla, Digga. Ich bin mir 100% sicher, ich will ein Tesla Model 3 und Adi, ich glaube auch Tesla und wir sind jetzt so. innerhalb von 2 Stunden einen Tesla aufbieten konnten. Deshalb jetzt kurz, dass wir nach Wien kommen. Werbung. Rego.ch ist eine Carsharing-Plattform spezialisiert auf Elektroautos. Das heißt, sie vermieten Teslas, sie verkaufen Teslas, aber sie kaufen auch Teslas an. Zudem, und das ist sehr geil, machen sie auch Service bei Teslas, dass die Teslas einfach länger leben. Versteht man das? Nö. Rego.ch, ich küsse euer Herz. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, gibt's mit dem Code ADITOTORO10 10% auf die erste Mietung eines Tesla-Fahrzeugs. Einfach, ja, einfach nur noch Wien, perfekt, wir Digga. kommen, es wird ein Fest. Es ist wieder Zeit für so ein Video. Der Plan von Mike und mir war einfach. Mike sagt zu Hannah, yo, ich will was für den Vlog drehen, lass dich überraschen. Dann bin aber nicht ich die Überraschung, sondern Jeff Schreiner. Jeff Schreiner ist Tierarzt für exotische Tiere. Und Ey, wirklich, jedes Mal, das gibt's nicht. Aber bin ich wirklich, nur weil ich halb Peruaner bin, ein exotisches Tier?
Scheiß drauf. Mag Hanna nicht so. Vorsichtig. Sobald Chef Schreiner da ist, werden Hanna die Augen verbunden und dann kommt kein exotisches Tier, sondern ich. Soweit Also, es war ja dann trotzdem ein exotisches Tier im Raum, weil ich auch da war. der Plan. Heute ist es soweit, wir fahren nach Wien. Und das nur um Hanna zu sehen. So dumm kann keiner sein. Weil 900 Kilometer ein bisschen weit sind zum alleine fahren, habe ich noch Maelo dazu geholt. Nee. Also wie jetzt? Ich bin nur dabei, um ein Mitfahrer zu sein. Also ich fahre nur. Nur darum hat er mich eingeladen. Okay, ist notiert. Habe ich mir im Negativen gemerkt jetzt. Wir wussten vor einem Tag noch nicht, dass wir nach Wien gehen. Wir wussten nicht, dass wir einen Tesla fahren. Wir wussten nicht, dass wir Hanna treffen. Aber ich würde sagen, let's go. Oh, Country Road. To the place I belong. Wir sind bei unserer ersten Ladestation angekommen und wir haben es tatsächlich geschafft. Hier ladet das Baby. So ein geiles Produkt, ich sag's dir ehrlich, beste Erfahrung. Ich sag ganz ehrlich, ich freue mich mehr über diesen Tesla als über Hanna. Wir haben gerade Ja, ganz klar, ich habe mich mehr in den Tesla verliebt als irgendwas anderes. Adi auch, 100%. Tesla Liebe bis jetzt. im Hotel angerufen und gesagt, ja, wir kommen ein bisschen später, so um 3 Uhr nachts. Ihr habt reserviert. Und wir, geil, ja, nur ihr habt im November reserviert und nicht im Oktober. Wir hoffen mal, dass es funktioniert. Also ich muss da noch korrigieren, nicht wir haben reserviert, sondern Adi hat das Hotel reserviert und 1 Monat zu spät reserviert und wir sind noch viel zu spät in Wien angekommen. Und wir hoffen vor allem, dass wir nicht sterben. Dann fuhren wir weiter nach Linz. Dort mussten wir noch Mike Wallace abholen, denn mit ihm haben wir das Ganze geplant. Ich weiß gar nicht genau, was wir hier machen. Ich bin mit Milo irgendwo in Österreich um 1 Uhr morgens in einem Tesla. Du warst doch nie in Österreich, oder? Ich war noch nie in Österreich. No fuck. Machst du einen Heiratsantrag? 4:21 Uhr. Wien, was geht, Digga? Bisher Wien. Wirklich, Wien hat gar keine Liebe gegönnt. Wir waren um 4:20 Uhr in Wien. Ich war wirklich am Arsch und am nächsten Tag mussten wir diesen Prank machen. Die Nacht war gut, der Morgen, ich sag mal so, hätte besser sein können. Was geht? Wir haben eine Anzeige bekommen. Landespolizeidirektion Wien. Wir haben 4,5 Stunden geschlafen, kommen zum Auto, dann ist hier so ein Zettel. Ein perfekter Tag um Ja, Wien hat wirklich nur Liebe gegönnt. An diesem Tag hat Wien nur gegönnt. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. zu heiraten. Für eine perfekte Hochzeit braucht man auch das perfekte Outfit. Passt das so? Dass Hanna nicht draufkommen kann, dass ich in Wien bin, werde ich jetzt noch eine Insta-Story posten. Heute am Tag, wo wir Hanna treffen, die habe ich vor einem Jahr in der Schweiz aufgenommen. Zack, gepostet. Das heißt, Hanna hat keinen Plan, ob wir hier sind oder nicht. Besser ist es. Digga. Oh, die Blumen von Adis Mom. Adis Mom ist Floristin und hat die Blumen gemacht. Sehr nice. By the way, diesen Brautstrauß hat meine Mutter gemacht, deshalb vielen Dank. Besser ist es. Danach gingen wir in Mikes Wohnung und haben unseren Schlachtplan bis ins kleinste Detail besprochen. Moin. Moin. Leon. Adi, hallo. Ich habe gerade Hanna angerufen, weil die hat mir bis jetzt nicht zurückgeschrieben. Ja. Und die meinte so, boah, ich war gestern bis 8 Uhr wach. Also sie weiß nicht, wann sie kommen kann. Sie so, filmt doch heute ohne uns. Was? Also ich habe gemeint, wasch dir jetzt die... Das Einzige, was ich in diesem Moment gedacht habe, ist, Digga, ich hätte noch länger pennen können. Das war nicht das Einzige, was ich überlegt habe. Überhaupt nichts wegen dem Prank oder so. Ich wollte einfach nur pennen. Haare, komm jetzt vorbei, um 1:30 musst du da sein. Tschüss. Also für deine Abonnenten, es gibt Chef, mit dem habe ich sie schon mal überrascht und der hat immer crazy Tiere mit und sie hat so Panik, wenn der kommt. Und dann dachte ich mir, ich sitze hier und sage so, ja, es gibt so eine Person, die hast du schon lange nicht mehr gesehen. Hast du vielleicht schon eine Ahnung, mit wem ich dich jetzt überrasche? Und sie so, Adi Totoro, boah, das wäre so cool. Und ich so, komm raus. Und dann kommt der Chef raus und sie so, nein. Wieso hat er einen Python? Pythons sind nicht gefährlich. Du bist halt nicht vergiftet, sonst die schlängeln sich ja nur um dich rum und er wirkt dich dann, aber da kannst du halt eine Menge gegen machen, wenn andere Leute... Ach so, ja, dann wird man nur erwürgt und nicht vergiftet, von dem aus. Wir haben eine Anzeige und vielleicht werde ich noch erwürgt heute. Milo und ich gingen Ich war so am Arsch, Digga. Ich war komplett am Arsch. in ein anderes Zimmer und versteckten uns und dann ging alles ziemlich schnell. Guten Morgen. Wie geht's? Hanna kam an Boah, diese Szenen habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen, diese Perspektive. und Mike und Jeff spielten das Ganze perfekt mit. Es gibt da so eine Person, die du schon länger nicht gesehen hast. Und ich dachte, ich überrasche dich heute mit der Person. Ja, überrasch mich. Hast du vielleicht einen Plan, wer das sein könnte?
Bist du beim Schrank? Na, was das Problem ist, wenn jetzt die falsche Person sagt, ist ganz weird. Hast du vielleicht schon eine Ahnung, mit wem ich dich jetzt überrasche? Und sie so, Adi Totoro. Okay, sag. Adi? Oh, nice! Ich hoffe, es freut sich trotzdem, mich zu sehen. Ist es Jeff, die absolute Legende, Digga. Oh nee, oh nee. Reptil? Ich weiß nicht einmal, was in die Kategorie gibt. Aber wichtig ist, dass du es nicht overtust, weil wir brauchen die Reaction, ich hab nur die, ich hab das andere nicht da. Weißt du? Und während Hannah die Augen verbunden wurden, musste ich mich im anderen Zimmer für die Hochzeit schön machen. Wie sich's gehört. Sieht scheiße aus. Ich bin nervös. Es sieht so ganz bisschen aus wie in einem Sexclub, ich sag ganz ehrlich. Ja, das war gar nichts fürs Leben. Bist du Hannah? Bist du oft da? Wie geht es dir? Oh nee, Digga. Da muss man durch. Und dann ging's los. Mike hat geschrieben, sie ist da. Wir haben nur einen Versuch. Es sind 3 Leute im Zimmer. Maul. Ey, Digga, und genau hier an diesem Punkt, mein Puls war gefühlt auf 180, sogar meiner. War nicht mal mein Video, mein Prank oder sowas, aber war vergleichbar, als ich in Madeira war und Unge mit dem Regenbogenglas überrascht habe, beziehungsweise Evanio geprankt habe. War vergleichbar. Darfst dich nicht erschrecken, gell, wenn das Tier da ist. Du wolltest irgendwas Flauschiges. Ja, Digga. Eher so ohne Schuppen am liebsten. Also die Schuppen habe ich jetzt nicht kontrolliert, ob da jetzt viele Schuppen sind oder nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe versucht, was zu finden, was keine Schuppen hat, was halbwegs süß ist. Also ich habe halt mein Bestes gemacht. Und also bei Schuppen bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich halt auch nicht, ja. Aber ich bin mir auch beim Beißen nicht so sicher. Warte. Willst du die Augenbinde mal abnehmen? Ja. Mach mal. Ich nehme sie ab, ja. Oh mein Gott, Was? Digga. Oh, Dann lass ich nicht shit. Wo muss ich hinschauen? Geradeaus, hoch. Nice! Kaugummi ausgespuckt! Hallo? Hi, ich bin Jana. Hallo. Hier ist ein Strauß. Danke für... Ich bin keine Schlange, aber ich habe eine Es war so funny, sie hat überhaupt nichts mehr gecheckt. Sie war so lost in diesem Moment. Sie hat auch gar nicht geschlafen gefühlt. Schlange. Hä, what the fuck? Ja, also heiraten wir jetzt oder? Ich weiß es nicht. Du musst meine Mama fragen. Ist der von deiner Mom? Ja. Na echt jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Doch, sicher schon, hier. Oh, wie lieb. Danke an die Mama von Adrian Vogt. Also, Ja. ich kann mich nicht erinnern. Du hast da. Willst du eine Schlange haben? Nein, weg. Warum hast du keinen Bock auf deinen Ehemann? Hättest du lieber diese Schlange? Ich habe ja auch Angst vor Schlangen. Aber so Angst wie Hannah habe ich nicht. Aber der Joke, den müssen wir jetzt noch hören. Bock auf deinen Ehemann. Hättest du lieber diese Schlange oder meine Schlange? Also diese Schlange ist auf jeden Fall dicker. Kann jemand so eine Schlangenhochzeit machen? Aber stimmt. Was ist eine Schlangenhochzeit? Keine Ahnung, man heiratet über die Schlange oder so. Über die Schlange. Wie geht's dir jetzt? Gut. Und dir? Da ist eine Schlange drin. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier versammelt. Ich bin der beste Pfarrer zum Heirat organisieren, Digga. Oh meine Fresse, Mann. Mit Herrn Vogt und Frau Tulnik, um das Gelöbnis abzuschließen. Ich habe aber noch etwas vorbereitet, und zwar Mike Wallace, meine Damen und Herren, ist hier mit dem Wedding Ring. All we need is just a wedding ring. Was ist das jetzt für eine Compilation, Digga? Cringe. Wir sind schon 4 Tage hier. Bitte? Was habt ihr jetzt 4 Tage in Wien gemacht? Wir sind erst seit gestern hier. Ich habe das gespürt, deswegen habe ich nicht schlafen Ja. können. Ich bin so um 4:30 in meinem Bett liegen. Ich kann nicht schlafen, irgendwas passiert da gerade. Vielen Dank für diese wunderbare Zeremonie. Ich bitte um einen kleinen Applaus. Sehr geil. Sehr geil, Digga. Ich habe gerade drüber nachgedacht, dass sein Mann Floristin ist. Wie praktisch. Oh, ich dachte vielleicht mehr, aber. Nee. Ich habe unsere Handys aufeinander. Das stimmt so. Das ist so weird. Wie geht's? Ey, ja, also jetzt reicht langsam. Die Scheiße hier mit diesen scheiß Videos immer. Die ganze Zeit, dieses Video hier, Ding hier. Es regt mich auf. Mach einfach die Dinger weg. Ey.
Sonst? Ja. Du siehst schon hübsch aus. Hast du gerade Hure gesagt? Ja, sehr geiles Video, Mann. Sehr, sehr, sehr nices Video.